Also, beste Selbstverteidigungsregel, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuschauer, ist immer lustig sein. Wenn der jemand Knarre ins Gesicht hält, dann steckst du das ins Maul und lutscht drauf. Oder du sagst, traust dich nicht. Aber ja, ist gar nicht. Ja, der Flug gerne. Der Späße Wirtschaft. Ja, Prost. Ich bin nur gut aufs Fischermanns auf, das wäre schon cool. Köstlich. Du musst der Fischermanns essen, bevor du Brunskachel schlägst, das ist meins. Du musst es in die Spürst Brunskachel einschirmen und dann schlecken. Das kommt Also, drauf du hast an, wie lange wirklich das immer beim uns Duschen, dabei. wie lange das nicht duschen war, kommt drauf an, ob es vorher Fischermanns braucht. Ja. Steckst du das eine oder steckst du das ins Maul? Beides dann. Lass es jetzt So. Aber da bekommt Stimmt. Fischermanns eine ganz andere Bedeutung. Müssen wir nicht wenn's weggucken, richtig wir wasch müssen das Intro auf 15 Sekunden erweitern, weil sobald wir danach instant so eine Scheiße anfangen zum Labern, sagt YouTube, fuck ja. ist. Nicht wir. Ich habe ja noch kein Schimpfwort nicht gesagt. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, wenn es also um so sexualisierte Themen in jeglicher Form geht, wird es auch sofort ab 18 gestellt. Ich meine, how to schnackseln. Ist sofort, nach einem Tag ist es auf ab 18 gestellt worden. Weil da kommt nicht einmal wirklich, es ist halt nicht nur Anspielungen aufs Fegeln. Ja. Nur. Da ist ab 18. Wenn das Sexualisierte YouTube Inhalte. Brunskachel auch gleich verstanden hat, man das YouTube versteht Brunskachel. Wir können es ja mal erklären. Nein. Erst nach 15 Sekunden. Also. Haben wir schon gefangen jetzt. Haben wir eigentlich schon angefangen. Mit was fangen wir normalerweise? Was habt's denn drin? Was passiert? Was passiert? War im Kino. Und noch geschaut. Thanksgiving. Was ist das? Du weißt ja nur den Ach, das ist der Winnie the Pooh Horrorfilm, oder? Nein, das ist, du weißt ja nur die Grindhouse Double Feature von Tarantino und Rodriguez, Blended Terror und Death Proof. Ja. Da sind noch dazwischen so Fake-Trailer gewesen mit Machete, Ja. Werwolf Woman auf die SS und da war der Thanksgiving vom Eli Roth. Da geht es um so einen Slasher, der an Thanksgiving Leid umbringt. Weiß ich nicht mehr. Und der ist jetzt neben Machete, ist jetzt der Thanksgiving richtig verfilmt worden. Und schöne Schlachtplatte. Schöne Schlachtplatte. Schlachtplatte. Also geiles 80er Slasher-Feeling auch dabei. Schaut, dass er nicht so diesen Filter drüber hat wie bei Machete, dass er wirklich alt ausschaut. Ich weiß nicht, Machete habe ich mir nicht anschauen können. Und er hat 2 Kills, die sie in den Fake-Trailer drinnen gehabt haben. Der springt dann auf den Trampolin und fällt dann mit dem Spagat runter und er steckt das Messer unten durch. Das habe ich irgendwo gesehen. Das ist aus dem Fake-Trailer. Irgendwo habe ich das schon mal Aber gesehen. leider ist der Kill abgeändert worden im Film. Das ist sehr traurig. Ist die Die Frage, werden halt das damals nicht ganz draht haben, nehme ich mal an, und deswegen haben sie es nicht Ja, das hundertprozentig ist nachstellen nur so können. das Messer aufgesticken und das sieht dann mit dem Spagat praktisch aufs Ding. ja, aber ist dann die Frage, ob sie verletzt hat oder nicht. Das Es stimmt. gibt ja auch die Messerschlucker. Die gibt's ja. Selbst wenn der Blut rauskommt, kann man sich nicht sicher sein. Eben, ja. Wenn eine Frau verzweifelt ist, ist sie so wie so ein Staubsauger. So. Und jetzt Fischerman's. Und saugt Macheten ein. Zum Beispiel. Okay. Und Fischerman's. Und Fischermann. Wind stinkt. Nein, aber war aber gut. Also den kannst du schön Hirn ausschalten. Geile Metzgerei. Ja, Thanksgiving. Thanksgiving einfach nur, ja. Muss ich mir lurren. Das war ein schöner blutiger Hammel. Muss ich mir lurren. Bis aufs uns Ende haben sie auch im Finale vom Fake-Trailer, da hat er dann so einen Truthahn vor Thanksgiving und hat die ganzen Cape von seinen Opfer an den Truthahn ohne Gnade und bumst dann den Truthahn im Finale von dem Thanksgiving-Fake-Trailer. Okay. Okay, da muss ich es ist eigentlich ist super irgendwie lustig. fragwürdig, dass ich da Vollgas loben muss. Ja, Aber es ist, what it is. aber es Das ist ist ein leider. Maximum Disrespect. Das sind die 2 Szenen, die aus dem Fake-Trailer es leider nicht in den fertigen Film geschafft haben, wo ich sehr traurig drüber bin. Oh. Wie alt ist das Double-Feature von damals von... 10 Jahre? Glaubt das noch? 10, 12 Weil Jahre. 2013, glaube ich, war Inglourious... Nein, das war 2009. 2013 war Das ist sogar schon 16 Jahre alt. das Double-Feature war vor Inglourious Bastards, Ich ne? glaube schon, ja. Der Dann kann ist sogar er- schon dann 16 ist er Jahre alt. 15 Jahre alt oder Ist so. das, ne? Weil Planet Terror ist auch schon ganz schön alt, das weiß ich. Ja, ist auch Und der andere war klar. scheiße. Ganz ehrlich, der hat mir Ja, nicht gefallen. die Kills waren cool, aber ansonsten war es. Ja, selbst die waren, ja gut, mit, der Autounfall mit dem war schon geil. Auto-Ding ist schon ganz Aber witzig. ansonsten ja. war's Ansonsten war es ein einziger Fußfetischfilm. Ja, Oh, wie heißt der Film? Death Proof. Okay. Death Proof. Siri, merke dir Death Proof. Schaust du endlich auch mal einen Film an? Aber nur wegen Okay, den show me your feet. Na, geh ins Kino und schau dir Thanksgiving an. Auf gar keinen Fall. Ich glaube Oh, nicht, dass das Metzgans. passieren wird. Ja. Metzgans, das So ist gut. Slasher-Zeugs ist gar nicht Warum mehr. nicht? Obwohl ich Terrifier 2 sogar angefangen habe, aber noch nicht fertig. Ehrlich, hast du Aber Ich hab auch nur wegen den angefangen, aber Clowns noch nicht gekriegt. fertig. Also bist nur schon, wegen bist schon zu der den Klick, das Szene, finde ich bist schon geil. zu der Szene gekommen, wo der die. Ich habe, glaube ich, die Zusehen- erste Viertelstunde habe ich mir Ach so, wieder dann zugeschaut. war's- Aber ich habe da schon auf meiner Merkliste. Ja, Weil schon, ja. alleine Der ist diese schon Clowns, gescheit das ist asozial, geil. ja. Der schaut gut aus, Das ist gell? geil, ja. Der schaut Ja. gut aus. Ja, Muss weil du ich bis schon- zu der Szene kommst, wo es dann dem Weiberleut im Schlafzimmer dran geht, wo du dann sagst, jetzt lass halt das Dirndl endlich wieder in dir.
Komm jetzt halt. Nein, hört nicht auf. Nein, Dann denkst du, jetzt ist er Ruhe, dann geht er und kommt nur mit dem Eimer Salz und denkst du, alles klar. Mann, verzeih nicht zu viel. Jetzt sind wir wirklich. Ich wollte gerade sagen, stirbt weil die eines Tages gibt jeden Tag der ist auf Amazon, ist er, glaube ich, gell? Terrifier 1 und 2. Der One ist aber zensiert, also einen müsst ihr euch so organisieren. Ja, dann scheinbar nur ein 2. Dann nur ein 2. Ich weiß gar nicht, mit was ich angefangen habe. Habe ich mit dem 1 angefangen oder habe ich mit direkt einen 2 angeschaut? Der ist am Anfang da in so einem Waschsalon. Das ist der Zweite, ja. Ja, dann habe ich 2 angeschaut. Also zumindest ich bin ja dann eingeschlafen irgendwann. Und jetzt, wenn ich mir wieder vor, ja, schaust du noch, nein, mach YouTube auf, schau dir irgendeine sinnbefreite Rotze an, blub eingeschlafen. Ja gut, dann kannst du Terrifier 2 anschauen. Das Ja. ist auch sinnbefreit. Ja, das stimmt. Ja, gut, das stimmt. Hast du den Marvels schon geschaut? Den habe ich auch geschaut, ja. Das ist ja gar nicht so geil, so wie ich es vermutet habe. Also die Story kannst komplett in die Tonne treten. Das ist. Irgendwas mit einer Miezi kommt vor. Ja, der Flirken halt wieder. Das hat man da. Ich hab den ersten, nein, habe ich nicht gesehen. Also, ja, weil ganz ehrlich, bis zur Hälfte habe ich es geschafft, glaube ich. Und ich gedacht, Entschuldigung, aber der Film ist Ich absolut muss sagen, Schrott. der Marvels, der kann bei mir zu so einem Guilty Pleasure werden, weil er mich trotzdem, obwohl er eigentlich, es ist eigentlich kein wirklich guter Film nicht, aber er hat mich die ganze Zeit irgendwie unterhalten, weil er viel blöden Humor dabei hat. Ich habe die Miss Marvel von der Serie habe ich gern mengen, die nimmt viel ein, also die wenn kommt, dann ist immer spaßig. Wie heißt Brie Larson, die Carol Danvers spielt, die hat diesmal jetzt auch so einen Weg gefunden, dass ich sage, du gehst mir nimmer voll auf den Sack, wenn ich die sehe. Das ist auch schwierig. Schwierig. Ich bin da vollkommen ohne Erwartungen in den Film eingegangen, das war wahrscheinlich gut, weil durch das hat er mich wirklich irgendwie positiv überraschen können und er hat eine absolut geile Mid-Credit-Scene. Das ist jetzt, was du sagst, auf das freue ich mich richtig, wenn es endlich ins MCU umschwappt. Okay, nicht spoilern. Nein, sag ich nichts. Irgendwann schaue ich mir schon an, wenn es Also, irgendwann einmal was gibt. Es ist keine gute Filmstory, hat ungefähr ein Zwickel 20 gekostet. Ja, ich hab mir ein paar Reviews halt angeschaut, wie sie sich da über Die Effekte sind so komisch, weil die sind von unterirdisch bis voll geil. Keine Ahnung, warum sie da. Den fängt man mal gut und ich die habe machen bloß gelesen, dass das ziemlich finanziell ziemlich reinfloppen soll. Ich glaube, das ganze Ding hat irgendwie 1/2 Milliarde gekostet und bis jetzt haben wir bei 100 Millionen Einnahmen und das ist dermaßen. Ja, das wird wahrscheinlich. Das schlechteste Release, noch schlechter als der Hulk damals, genau. Und das war vor 15 Jahren. Ja, da und heißt jetzt gerade, dass das wahrscheinlich so der erste. Spuren hinterlassen. Vermuten gerade, dass es der erste MCU Box-Office-Flop wird. Ja, das ist aber Weil der irgendwie hat auch vorherzusehen. Eröffnungswochen. Ja, die haben jetzt. Ich hab jetzt Sie haben so ein Sachen- seltsames. Kommen die ganzen Filme nach Endgame so. MCU, oh Gott. Okay, es ist doch wieder geil mit Guardians of the Galaxy. Dann kommt der Tor 4 oder halt umteilt, ist ja vollkommen Ja, wurscht. ich weiß Oh Gott, was ist das wahrscheinlich? Okay, Loki-Serie, geil. Dann kommt wieder irgendein Film, der Marvel, oh Gott! Dann kommt wieder, so geht es irgendwie die ganze Und du Zeit hast irgendwie was mir irgendwie so abgeht, ist, du hast bei den ersten Dingen, die kommen sind, wie zum Beispiel der Eternals, da hast du die Celestials eingefügt. Finde ich furchtbar. Aber da hast du was Neues eingefügt gekriegt, diese Celestials, wo du sagst, okay, da ist was Größeres dahinter. Dann hast du einen Shang-Chi, da hast du diese Ringe, wo es dann heißt, okay, das ist was aus dem Weltall und so weiter, da ist auch so ein Funke dahinter. Überall ist was eingeführt worden, aber jetzt dazu die letzten Sachen waren irgendwie so, ja, was möchtest du nicht verzeihen? Tor 4 hat man nichts verzeihen können. Furchtbar. Also voll leck. Loki Staffel 2 fand ich jetzt auch durchwachsen, bis auf der Loki oder ein geiles Ende für seine Story Ich wollte jetzt gerade sagen, das kriege ich auch durch Reviews mit, ich habe es nicht angeschaut, weil ich nicht der Serienschauer bin. Die Serie selber ist so durchwachsen und da denke ich mir auch, was bringt mir das jetzt halt insgesamt fürs MCU? Der Marvel ist auch Was ist das für eine Art und Weise, dass die ganze Staffel komplett unterirdischer Scheiß ist, aber die letzte Folge reißt dann aus, dass da voll mit in den Himmel gekloppt wird? Was ist denn das für Bullshit? Verstehe ich auch nicht. Also was soll das? Für mich ist die Staffel auch, also die erste fand ich voll geil, die zweite bis auf die letzte Folge eben. Die habe ich sogar auch angefangen bis zur Hälfte und habe ich eigentlich auch nicht schlecht gefunden. Und der Marvel ist es auch so, dass der ganze Film an sich hat eigentlich auch nichts fürs MCU zu bieten. Das ist eigentlich eher so ein bisschen eine Charakterentwicklung für Captain Marvel gewesen, bis auf dann eben die letzte Szene und die Mid-Credit-Szene, die sind eben so, was du sagst, okay, das bringt mir wieder was fürs MCU, aber ansonsten ist das aktuell in der Phase so. Ich finde so, Kurze Zwischenfrage, was ist MCU? Das Marvel Cinematic Universe. Okay. Also, das ganze Marvel-Universum mit allen Superhelden drin. Alle Kassetten. Ja, also kann man ja fragen, wenn du dich mit den Sachen nicht beschäftigst. Ich bin mit Sicherheit, dass da Hörer und Zuschauer sind, die sich auch denken, oh Gott, jetzt haben sie ungefähr 14 Mal gesagt, ich habe keine Ahnung, für was das reden, aber wird schon beißen. No, ich stehe für euch. And at this point, I'm too afraid to ask. Ich finde irgendwie so, der ganze Storyaufbau bis zu Endgame, da kann ich mich viel besser mit jedem einzelnen Charakter irgendwie identifizieren, weil es wirklich die Origin-Filme dazu gibt. Die haben ganz anders aufgebaut worden, diese Charaktere. Dann ist irgendwann der Avengers gekommen und so weiter. Und das wirst das Celestials, glaube ich, da wo der Angelina Jolie mitspielt und so weiter. Die Eternals heißt, die Celestials sind die Wesen, die großen. Ja. Das weiß ich schon alleine, weil da nichts hängen geblieben ist an mir in dem Film. Die haben einfach da und haben brutal. Ja. So, oh, Kimmer, das ist nur langweilig. Und saubert's krass. Und wenn ich alle ins Gesicht schaue, so,
ja, die einzige ist Angelina Jolie, wo ich sage, ja, Wiedererkennungswert. Da wennst du mir jetzt fragen jetzt, ich habe kein einziges Gesicht von den anderen im Kopf. Kein einziges. Jo, Da habe ich mir ja, gedacht, nicht. ja, aber dir, wenn ich einen Robert Downey Jr. her sehe, dann weißt du, wer er ist. Ja. Dir, wenn ich einen Chris Hemsworth Den kenn ich her sitzt, dann kennst du ihn auch. Chris Der ist schon Hevre. Chris Hemsworth. Ja, das ist und aktuell. so weiter. Das ist irgendwie so, und ich finde mit den Superhelden wie am Iron Man, da kann ich einen viel einen besseren Bezug dazu aufbauen, weil er halt ein Mensch ist. Und ich hab in der Höhle angefangen und in jedem Film und in jedem Avengers-Film, da kannst du ihm richtig krass zuschauen. Er kriegt immer eine aufs Maul Ja, und im nächsten Film kommt er dann daher und hat das Problem gelöst in seinem Anzug. Das ist immer das Gleiche. Ja, und das genau. ist irgendwie so, das hast du keine sogar Ahnung. bei dem Anzug den er dann an Spider-Man gibt. Da sind ja dann die ganzen Sachen drin, durch die er gelernt hat, wie wenn er runterfällt, der Spider-Man, er hat einen Fallschirm drinnen. Das Ja, ist genau. Hat er gelernt, wenn er ins Weltall aufgefliegt, hat er den Frostschutz schon drinnen und so Ja. Zeug. Also, da ist Das ist ja der Plot-Twist ist jetzt nicht, aber vom ersten Film. Ja. So bringt er ja an den Bösewicht zur Strecke. Ja, genau. Und wie hast du eigentlich das Problem im Eis gelöst? Oh, fuck. Was für Eis? Und dann, was für Eis? Und dann, das ist keine Ahnung, das fühlt sich alles viel zugänglicher. Ich weiß nicht warum. Ich kann nichts anfangen mit dem ganzen anderen Schrott, der da kommt. Ich weiß es nicht. Ja, also Shang-Chi habe ich voll geil gefunden, den finde ich richtig cool. Das Genau, ist auch wieder ja, eine schöne Origin, hat eine coole Story gehabt, der hat hat so einen asiatischen Touch gehabt und das mag ich auch recht gern. Eternals ist, so wie du sagst, ja, die sind nicht so übermächtig und einfach da. Deswegen mag ich einen Superman normalerweise auch nicht. Weil das einfach, du kannst ja mir nichts tun. Deswegen mag ich halt Miss Marvel nicht. Oder einen Captain Marvel nicht. Weil die so krass overpowered ist, dass es einfach langweilig ist. Ja. Und ich mag das einfach, der Iron Man kriegt aufs Maul, muss über sich hinauswachsen, regelt Ja. den Shit. Das ist einfach das Character Development. Schön. Und das existiert hier nicht. Und Was deswegen, aber auch eben, das ist auch ein Punkt, auch bei Computerspiele und Co. Das haben sie doch einmal, also ich weiß jetzt zum Beispiel bei LoL auswendig, nur alternativ. Roffel. Wenn du jetzt zum Beispiel, die machen Champions, so neue Designs, neue Champions. Ja. Und alle, die wo dann in so diese Tier-Richtung oder Fantasy-Richtung gehen, werden nicht so angenommen wie ganz normal ein Mann oder eine Frau. Also du meinst jetzt Charaktere, die zum genau, Beispiel, und weil du dich mit denen nicht nehmen wir einen so Rek'Sai. genau, die werden bei weitem nicht so weit gespielt, weil es einfach ein Viech ist. Oder, Der Rek'Sai ist ein komisches, ja, fast Skorpionviech und so. Also nie, Ja. absolut nichts Menschliches auf alle Da Fälle. ist sofort nicht Ja, mehr. so erfundene Weil Sachen genau oder so, sowas die bin ich werden- Woher weiß man das? weil es Riot selber gesagt hat, dass die ganz früh nur noch menschliche Charaktere machen, um das Ganze praktisch, um das Weißt aber nicht Ja, ganz. was- Ich glaube, der vorletzte Champ war dieser komische Höllenhund. Genau, da haben oder? gesagt, die haben endlich mal wieder Tier gemacht. Ja, die haben endlich mal wieder Tier gemacht. Ach so. Ja, dieser Nafiri, glaube ich. Ja, also. na, Das ist aber vieles. allgemeiner so, weil darum ist er zum Beispiel die Figur Ja, deswegen komme ich ja drauf. Das vom wo halt Spider-Man man- ist, darum ist der so erfolgreich und so beliebte Figur, weil sie damit jeder, sagen wir mal, oder 80% aller Jugendlichen kennen sie mit dieser Figur, nicht als Spider-Man, Ja. aber als Peter Parker auseinander genau. Ich dachte wegen den weißen Die Zeugen eine dahinter. Hälften, die eine Hälften mit dem Spider-Man, die andere Hälften mit dem Amazing Spider-Man. Ja, genau. Und ich liebe den Spider-Man. Muss ich einfach sagen, das ist einfach für Spider-Man, mich das ich der coolste Superheld, der da ist. Gestern haben wir Und noch den Across the Spider-Verse so geschaut, ganz. ich habe ihn immer noch nicht ganz Ich hab geschafft. jetzt Ich glaube, ich ganz- habe mittlerweile 4-mal angefangen. Unglaublich Alter, gut, unglaublich ja, gut. der ist ja unfassbar krass gut bewertet. Auch Ja. der erste. Und den feiert ja, das ist, glaube ich, der beste Spider-Man-Film, der jemals gemacht Der wurde. zweite, ist der erste. finde ich, ist noch besser. Den zweiten habe ich noch nicht ganz gesehen. Musst Das du ist so, habe ich recht gehabt? Es ist Nein, schon ein ich hab- gewaltiges ich hab mir das Fuckfest an. Oh, lecker, Ja, es geht ab ohne Ende. Flip gleich. Aber Leute, Anfangskampf habe ich so viel lachen müssen. Der ist richtig geil gemacht mit dem Spot-Typen da. Der die Laser Ja, macht. ja, Das ist ja, richtig. ja. Und der hat auch die Verknüpfungen jetzt zum MCU und zu die ganzen anderen Realfilmen, gell? Ja, Weil das- ganz am Anfang ja. sagt er, also ganz am Anfang, wenn die Spider-Gwen praktisch mit dem Miguel unterwegs ist, dann sagt er, ja, kein Bock, dass so etwas passiert wie auf der Erde 1610 mit dem Dr. Strange und dem Jungen. Stimmt, das habe ich auch noch gesehen. Und später hast du dann auch noch so Verweise auf Amazing Spider-Man, Tobey Maguire Spider-Man und so, das Ding, die verknüpfen da jetzt alles, die flippen vorher aus. Ist cool. Bist ein Verrangen, lol. Darf ich nicht sagen. Ich spiele nur Aram. Weißt Ich du, spiele nur auch. wir haben ja doch das letzte Mal über das Mario Wonder geschmerzt und du hast Ja. gesagt, das ist ja Pickel am Fernsehen nicht machen. Ja. Und ist gegangen. Habe ich gemacht, ja, funktioniert. Hast du Aber fucking genius! Also das war dann so ich habe dann ein Piccolo nicht gemacht Ja. und dann gibt es ja Gott sei Dank nur einen Button, auf den brauchst du eigentlich für, wenn du online spielst, du kannst ja das online spielen, was dir überhaupt nichts bringt, weil du hast keinen Einfluss auf den anderen, man sagt nur, dass der gespielt hat. Ja, ist egal, weiter. Aber du hast einen Button und dann kommt über dir so eine Sprechblase auf und mit der, dann habe ich unten das Pickel gehabt, dass ich weiß, wo ich im Bildschirm bin Ja. und dann immer Springer, Sprechblase, damit ich sehe, welche Höhe.
Ich glaube, dieser letzte Abschnitt hat mit 300 Versuche gekostet, bis ich den geschafft habe. Aber Mario Wonder 100%. Ist als Game of the Year nominiert. Ja, habe ich gesehen, ist verrückt in der Konstellation von Spielen, dass das Jump'n'Run da drinnen ist. Ja, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, das erste Jump'n'Run also das erste Super Mario Jump'n'Run seit 13 Jahren, glaube ich. Und da steckt, es ist sehr faszinierend und hoch anzurechnen, auch wenn ich jetzt nicht so der Superfan davon bin, dass man echt immer noch Innovation in dieses Genre bringen Brutal, kann. ja. Immer noch, das kann man schon hoch anrechnen. Ja. Aber daneben steht halt Baldur's Gate 3. Alan Wake Und 2, das muss, Spider-Man 2. Spider-Man 2. Was ich am allerlustigsten finde, dass Super Mario Wonder drin ist, aber Starfield nicht. Das gefreut mich so richtig. Das gefreut mich einfach, weil Bethesda, ganz ehrlich, es gibt so Vergleichsvideos zwischen Starfield und zum Beispiel GTA 4. GTA 4 ist von 2008. Wenn die von 100 Meter ins Wasser springen, also bei GTA 4 springt er von einem Kran ins Wasser rein und dann unterm Fliegen tut er so halbwegs realistisch umeinander, schlägt dann im Wasser ein und das Wasser platscht in die und so weiter und bei Starfield macht es den kein Wasser platscht, er ist einfach im Wasser drin, blub, Ende. Das ist halt, ach komm. Ja, das haben wir halt vergessen bei meinen Traurig. Ist halt erst 15 Jahre her. Das Also, ja, das ist was hat sie da in der Zeit schon Da wollten sie sich ja nicht abschreiben. Da haben sie gedacht, da lassen wir uns keine Plagiatsvorwürfe unterstellen. Auf gar keinen Fall. Da machen wir es einfach so. Bei früh kann ich natürlich nicht mitschmerzen, aber früh habe ich gespielt. Alan Wake 2 bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ist zu Recht drin, sage ich dir ganz ehrlich. Die Grafik ist brutal. Das ist, glaube ich, momentan das Spiel mit der besten Grafik, die da ist. Das Unreal Engine, also AAA-Spiel mit der besten Grafik, glaube ich. Story ist absolut verstörende Scheiße. Ich kapiere überhaupt nichts. Jetzt glaube ich, es verstanden. Ich kapiere überhaupt nichts. Nein, ich habe doch nichts verstanden. Wie bei den Simpsons, oder? Vielleicht so. Nein, überhaupt nicht. Sprüchekalender, verstehe ich nicht. Ja, genau so. Aber da passt irgendwie alles. Die deutsche Synchro ist gut, Grafik ist brutal. Die Story ist nicht irgendein hingerotzter Haufen Scheiße, sondern da hat sich wirklich jemand was ausgedacht. Mit zwei Parallelwelten und du kannst die Jetztwelt verändern und das hängt irgendwie zusammen. Ich weiß jetzt die Story auch nicht genau. Und das darin verwobene Gameplay stimmt und das ist einfach endlich einmal ein fertiger, nicht verpackter, hingerotzter AAA-Titel. Das muss man auch mittlerweile hoch anrechnen. Nicht so wie EA FC 24. FC 24? Also FIFA. Also das FIFA. Ja, gut, das funktioniert ja zumindest. Ja, aber ich habe jetzt gelesen, dass jetzt innerhalb von 4 Wochen haben die 3 riesen Patches auszubringen müssen, damit sie auf dem Stand sind, wo sie jetzt sind und es trotzdem aber immer noch Sachen gibt, wo sie sagen, Leute. Mann. Aber der Erfolg gibt ihnen wieder recht, weil es, glaube ich, innerhalb von einem Monat so viel verkauft habe wie FIFA 23 innerhalb von 3 Monaten oder so. Das ist eigentlich pervers. Ja. Eigentlich ist Ich werde es nie verstehen. Na. Ich werde es nie Ja. verstehen. Irgendjemand hat jetzt den T schon mal angeschaut. Ja, er mit seinem fetten Scheiß auf Ranzen. Stück Scheiße bin. Fett. Kotzt mir oder mehrgewichtiger, mach ich ekelhafter. Sprichst du eigentlich was anderes als der LOL? Ich spiele im Moment eigentlich fast überhaupt nicht. Mit deiner Nudel. Ich sag dir jeden Tag in einem LOL-Game. Kein Scheißdreck. vielleicht einmal. Eins. Ich bin nur unterwegs. leider. Ich schau Nachmittag, ich schau auf die Nacht, egal, es ist immer, da war das die stimmt 94 in einem 1 von 2 Solo-Queue-Spiel drin. Du lockst dir Also einfach aus. liegen wir jetzt hier einfach nach, oder? Gut. Viel Spaß mit den Freundschaftsanfragen. Alles klar. Spielst du mal mit dem Flug rein, kommt aber irgendein Diamond und carry den. Dann Maul. Was bist du der Rang? Bist du über Goldschuh hinaus? Natürlich nicht. Das ist erbärmlich. Ja, was So, das ist erbärmlich. Ich bin aber eigentlich überhaupt nicht mehr am Spielen. Also ganz wenig nur noch. Da lügt er. Das stimmt Das ist nicht. jeden Tag sagen. Also ich bin Ja, aber wenn er Discord sag mal ich's auch Warhammer immer, oder ne? so. Also ich bin eigentlich wirklich im Vergleich zu früher bin ich sehr wenig am PC. Sehr, sehr wenig. Schleuderst du gerade übers Handy, oder? Und Dann, und ja, schnell. also meine Dokumentation, die schaue ich mir eigentlich schon am PC an. Lockst dir bloß ein und schaust cool aus und gehst dann wieder offline. Und hoffst dass insgeheim, dass jemand in der tut. Joint. Joint. Wie in meine Insta-DMs. Eines Tages tritt die einfach bei und dann carry die zumindest zu platt. Ja, bitte. Ist da die ganz eng, dass wir zwei zusammen Ins LOL Blatt, spielen. oder? Ins Blatt, ab ins Blatt. Ab ins Blatt. Apropos Fußball, wo wir gerade waren, habe ich Boina. die Okay, Tage wenn wir lang... so lange Nein, über das MCU schmerzen, darf ich ja über Fußball Verzeih. schmerzen. Nein, es geht ja jetzt scheiß aus Fußball, aber beim ersten FC Magdeburg, da war der erste FC Hansa Rostock zu Gast. Habt ihr das vielleicht gelesen, zufällig? Ja. Ich habe tatsächlich irgendwas gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau was. Die Rostocker Fans sind in diesen Gästeblock rein, zum Teil total vermummt, hatten einen Tapeziertisch dabei, Tapezierfolie, Folie, wie nennen sie das?
Tapete. Tapete. Ah, ja. Tapezierfolie, was Ja, genau. Tapezierfolie. Mit Hansa Rostock-Logos drauf. Das haben sie dann praktisch da hingemacht, auf dem Tapeziertisch. Dann hingehängt, Gardinen aufgehängt an den Eingangsbereich, Stuhl und Tisch mitgenommen. Haben die keine Securities, dass sie da irgendwie schauen? Ich habe keine Ahnung, aber da gibt Fotos davor, da wo der alle in dem Stuhl drin sitzt, neben der Tapete und Fotos von dieser Gardine, die haben praktisch einen Gästeblock rein und haben ihr Hansa-Logo drin gehabt und alles. Ich will gerade sagen, gibt's da keine Security? Das muss ja ein Akt gewesen sein, der muss ja mindestens mal 15 Minuten dauern. Da müsst ihr keiner da, der sagt, hey, was ist jetzt ist da? Die haben sogar Kleiste dabei gehabt. Ich müsste mal geben. Ja, gute Geschichte, kannst du was magst. Da habe ich wirklich lachen, so wie ich gelesen habe. Kannst Das du ist echt sagen, Das ist echt was cool, du okay, aber wenn willst? du dann die Fotos anschaust, wo die dann ganz vermummt im Blau in diesem Stuhl sitzen, dann die Tapete im Hintergrund. Das ist extrem geil. Stark. Vor allem Tapeziertisch und Stuhl. Nö, das Ich wollte gerade sagen, wird man doch nicht kontrollieren am Eingang. anscheinend nicht. Vielleicht haben sie Sanitäterjacken angehört und haben so da dann die Frage dran. Da gibt es ja mal Videos, wo sie das probieren, ich glaube, das probieren sie in einem Apple Store oder irgend so, das sind ganz große Geschäfte in den USA, da verkleiden sie sich so als Bauarbeiter und haben dann, weiß ich nicht, irgendein Leute zu zweit hin und tragen das einfach ein. Und im Kino probieren sie es so, weil das muss ja Eintritt kosten, sonst bringen sie nichts, da kannst du einfach reingehen. Und dann verkleiden sie sich ja so als der Bauarbeiter mit so Westen und Scheiß und mit einer Lorte und gehen dann einfach ins Kino rein. Und keiner sagt was. Keiner sagt was. Dann folgt man das- Ja, da hinten. Wir müssen mal da hinten, bla bla bla, irgendwas, Licht aus da. Ja, warte, da, ich mach die Tür auf, gehen einfach durch, passt schon. Hingesessen, Film angeschaut und heimgegangen. Geil. Oben dann noch ein paar Lampen rausgetragen und mit heimgenommen. Und Lampen noch mit rein. Ja, Also sag's vermummt, habt ihr es gelesen in Großbritannien mit dem TikTok-Aufruf, dass irgendwelche Schuhgeschäfte stürmen und plündern sollen, wo es Sneakers gibt? Und dann haben sie, da sind sie dann auch, hat es dann eben geheißen, die sollen Handschuhe und Sturmhelm aufsetzen und selbst so zum Malz in Aufstand geben, einige Geschäfte haben wir gleich zulassen, ein Haufen, ich glaube 10 Leute oder so haben es verhaftet. Das ist ja wieder mal TikTok in die, wann bringen wir es denn zusammen, dass wir den Scheißdreck einfach verbieten? Nepal, wollte ich jetzt gerade sagen, habt ihr das gelesen? Ich glaube, Nepal ist das erste Land, das TikTok verboten hat. Aus Gründen von sozialer Degeneration. Auch zu Recht. Zu Recht. Und was wird bei uns jetzt verboten? Die Einfuhr von den scharfen Chips, weil die Leute sich die wegen am TikTok-Challenge ins Maul fressen. Anstatt die einfach sagen, ja, verpiss dich endlich mit dem scheiß TikTok, Leute hauen sie mit dem Hammer das Gesicht kaputt, Leute Aber fressen sie mit den Chips da und aber Leute weißt- rauben Geschäfte aus. Was- In was das Landau, Problem beim ist- Lama, da gibt es doch so einen Automaten, da hat die drin gewinnen. Ehrlich? Oder Hans Was drin. die Chips? Ja. Mal wie ich mich auskenne in Landau, ha? Würde ich gerade sagen, wieso? Hundling. Wollten wir uns fast schon kaufen. Na, Spaß. Aber warum tue ich denn das? Ja, wir haben mal die so Flips habe ich mal probiert, wo auch so ein Carolina Reaper Pulver drauf war. Aber also. Das ist ich aber hab- noch Ich hab das erste so gegessen, also ist nicht so schlimm, das zweite so gegessen, Und dann dann das das dritte Das dauert ein bisschen. und dann haben wir gedacht so, ja okay, aber ich glaube, die waren nicht so schlimm, weil das echt nicht so extrem brennt hat, weil da haben ja viele Leute Atemnot und Herzrhythmusstörungen und was man Ja, sich ja. alles gekriegt. Da gibt es ja, glaube ich, in Berlin, was Version. heißt in Berlin gibt es wahrscheinlich mittlerweile überall, es hat ja angefangen mit so Currywürst. Oder wo es die Currywürststand gibt, die ganz dahinter gezielt steht schon der scharfen- Sanker. Ja, genau, da steht der Sanker daneben. Und da gibt es in verschiedene Schärfegrade. Und das ist ja nicht so der Fress, was soll die Scheiße? Warum Ja, aber, tun das? aber haben wir ehrlich, zum Anschauen ist schon ganz geil, wie die Leute dann da ja, durchstehen. es Also war zum Anschauen ist- 2014 irgendwann einmal Das ist lustig immer noch zum witzig. Schauen, wenn irgendein Trottel eine Süßströming-Dosen Das aufmacht. wollte ich gerade sagen, das schaue ich mir lieber an, als wenn jemand was Scharfes Nein, ist. das ist schon auch witzig. Da habe ich nämlich letztes Mal zufällig hat so wieder so ein Video eingeschwappt, wo zwei das. Mit Süßströming. Und bei mir ist so Endgegner ist bei mir einfach, wenn ich Leute würgen sehe, dann jetzt reißt es mich automatisch, wenn einer da sitzt, Ja, zusammen. Das ist jetzt, da kannst du mir. vor längerer Zeit habe ich da sogar mal ein Problem gehabt, dass wer selber würgelt, oder dass man zumindest so, das ist unangenehm geweckt, mittlerweile muss ich lachen. Mittlerweile muss ich lachen. Nein. Nein, das ist von irgendwie. Also, das ist voll schlecht. Das ist der schlechteste Würger, den ich jemals gehört habe. That's what she said, oder? Also weiß ich nicht, ob sie das sagen sollte. Wird's da überhaupt zum Würgeln? Die Frage ist, ob es beim Bögen bleibt. Je nachdem, alles Nix. kann, nichts muss. Was denn? Alles muss, nichts kann. Ja, genau. Wenn du fest genug wirkst, dann kannst du mir auch sagen. Nein heißt ja. Nein, Genau, ist gut jetzt. Nein heißt halt dein Schnauzer. wie alt bist du? 14? Panzertape hast. 18. Klo
noch Form hast. Genau. And it's gone. Okay, bye. Und Time for the Rape Stage. Leider haben wir uns dämliche Scheiße in Kommentare geschrieben, genauso wie immer. wir es gesagt haben. Ihr habt halt eine lustige Aufgabe. Dämlichste Scheiße, die ich kurz anmerken, war, als wir über Halloween geredet haben, wo einer drunter kommentiert hat, ich mache an Halloween nix hier, weil das gibt's bei uns nicht. Da halt doch dein Scheißmaul. Mein Gott, ich nimm da sofort alles weg, was in deinem Haus steht, was bei uns eigentlich nicht gibt, du Trottel. So ein Scheiß, wenn ich über hier. Halloween gibt's nicht bei uns, ich mache ja nichts. Ja, dann fahr du Vielleicht weiter, gibt's halt das dann bei geh du denen aus nicht. zum Gruppen. Du, Lass halt dem seine Meinung sagen. Schwadern. ja, Schwadern und genau, Gruppen, ganz servieren kann er, Trottel. das kann er, und Bulldog schrauben. Da kann man mal wieder so Thesen Fängt doch nicht aufstellen. leiden. So ganz wilde Thesen kann man mal wieder aufstellen, dass irgendwie so ein Verrückter drunter schreibt und sagt und uns erklärt, wie krass. die Ja, Welt stimmt, ist. über so Verschwörungstheorien Ja. haben wir uns auch schon lange nicht mehr unterhalten. Ich hätte noch ein paar. Lang nichts mehr geklärt, muss ich sagen. Ja, gut, es kämen ja da keine Naja mehr. Gut, wir könnten uns natürlich. Es Den wollen gibt, erfinden. Scientology. nicht Ach, die erfinden. gibt's ja. Ah, shit. ich glaube, Bevölkerungsaustausch. Das ist auch eine schöne These. Bald sitzt. Gut, du schaust schon ein bisschen arabisch aus. Also, Ich komme auch aus Marokko. Also da bin ich gezeugt worden. Florocco. da bin ich aber auf manche Großstadtstraße in den letzten Wochen geschaut und ist da aber auch nicht mehr lang hin, mein Freund. Ja, das Das ist eine Uhrzeit noch Mein hin. Gott. Wir waren gestern im Fitnessstudio und die waren nur beim Bieseln und da hat einer seine Das Karten. ist wichtig. Ja, pass auf, da hat einer seine Karten liegen lassen und da ist Matthias drauf gestanden. Was macht der Maxi? Nimmt die Karten und dann steht da einer so ein arabisch aussehender Typ am Spiegel vorne und wascht sich gerade hin. Maxi geht hin, er so, hey, du, sorry, bist du der Matthias? Und ohne Scheiß, ich bin da... Bitte sag, dass er ja gesagt hat. Oleg, Alter, das ist ein Oleg, Alter. Genau mein Humor, Alter. Und dann steht er da und schaut ihn an und er so, hey Bruder, sehe ich aus wie ein Matthias? Und das hat er mit voller Absicht da. Aber das war... Maxi, der Oleg ist dir gut. Oleg ist dir gut. Und ganz ehrlich, mit dem Fitnessstudio alle, den darf ich nicht lange ankacken, ich weiß es nicht. Nein, das war wirklich witzig. Der hat genau passt, der hat dich dann auch so lustig Noch gefunden. sticht er dir mit der Hand. Aber geil was gewesen, wenn er gesagt hat, ja. Wenn er einfach gesagt hat, Ja, Ja. merci, gell? Warte, Oleg, ja stimmt, ich vergesse, gell, merci, aber ich bin der Matthias Aber das war Allmann. wirklich sehr lustig. ja, schmaler Grad zwischen, hey, geil, merci, und schau mal, Handel in die Schnauze. sticht dir mit der Hand, der Trottel. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, eben, da kann man drüber, was, wie im Freibad, mit Leck, der Durchsage, ist das Herr geil. Bademeister soll bitte zum Bademeister kommen. Ja, aber Sag er sagt, haha, bist du lustig oder was? stimmt, ja. Das habe ich damals nicht ins Video mit eingebaut. Herr Bademeister, bitte zum Bademeister kommen. Ein bisschen lustig. Jetzt erst Bist du gelacht. lustig? Ja, lustig, bist du lustig. Aufs Maul, nein, ich hab nur Das ist Spaß immer, gemacht. warum ist denn das bei dir nicht so? Ich weiß nicht. Sag mal, warum ist das immer so? Bist du lustig? Aber Problem. Das habe ich schon so oft erlebt in meinem Leben. So oft. Und es Und ist ich denk immer. mir, und ich denke mir immer. dann so, frag mich nicht, man sagt mir doch, dass ich lustig bin. Oder? Und du weißt, was ich meine mit immer. Ja, immer. Ich habe sogar schon Knarre vor der Nase gehabt. Ja, immer. Ich glaube, du hast da schon Schwänze vor der Nase Ja, gehabt. ich glaube auch, dass dir schon einer ins Gesicht geschossen Ja, und hat. das sind auch immer. Hey, look, it's raining dicks. It's raining, man. Knarre so im Gesicht gehabt und du dann so, Bist du lustig? Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der andere Trottel dann nicht lacht, dann ist er nicht lustig. ja, Ja? Der Matthias. Also, beste Selbstverteidigungsregel, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuschauer, ist immer lustig sein. Wenn der jemand Knarre ins Gesicht hält, dann steckst du das ins Maul und lutscht drauf. Oder Genau. du sagst, traust dich nicht. Traust du nicht? Traust dich nicht. Traust du nicht? Keine Eier. Okay, ja, lecker. ei. Vollidioten. So. ich hab noch Ich weiß leider Gottes nicht mehr, wer uns das geschrieben hat. Irgendwas mit dem Coffee, irgendwas mit Coffee heißt der. Ich hab's extra ausgedruckt, aber ich habe vergessen, seinen Namen dazu zu Du schreiben. kannst dabei schnell weiterschauen und ich suche schnell den Namen aus. Du sagst den Namen aus, Das aber waren von den letzten das Kommentaren. Problem ist ein bisschen, weil du musst nämlich den anderen seinen Text auch vorlesen. Wer? Ich? Aber ja, heute gibt's User-Content. Heute lassen wir die User-Content machen, das ist gut, haben wir mir nichts zum tun. Mein Gott, die schneiden wir aber ganz am Anfang hier, dass die User mehr kommentieren, dass wir mehr Reichweite haben. Dass das im Stimmt, das ist der Algorithmus Plan. Das machen wir mehr kommt. Machen wir jetzt. gleich am Anfang rein. Ausnahmsweise lesen wir diesmal 2 Sachen vor. Nächstes Mal lesen wir bloß eine Sache vor. Oh. Ja. Welche? Coffee Globetrotter 6412. Stimmt, Coffee, irgendwas mit Coffee, ja, stimmt, ja. Der hat uns einen ewig langen Roman geschrieben, den müsst ihr beide lesen. Ich aber Voicemail gekriegt.
Halt's Maul. Als wenn dir irgendjemand schreibt. Ich hab wirklich eine Voicemail, schau. Hast du die selber aufgenommen? Ah, du bist so Nein, stark. da, Franzis hat mir eine Voicemail geschickt. Ist das der oder die Franzis? Das ist die Franzis. Oder Franzis? Warum Sag's nennt mir man nicht. Franzis? Möchte ich deine Ja, Eier? sie heißt eigentlich Franziska. Und ich Möchte sage immer, Gafgalguri? ich sag halt immer Franzis. Ja, sag halt einfach Franzi, dann ist der Nuck jetzt. Nein, weil Möchte ich so jetzt- mache ist- wie Ah, bei ist halt so cool. Bist du gefriendzoned bist oder du lustig? Malcolm mittendrin. Bist du lustig? Oder willst du zum Franzis. Eiwürsteln? Nein, was? Ich bin lustig und ich wirschel nicht Also können ein. wir das jetzt mal klären, ist das Friendzone bei euch eine oder Freundschaft Eiwürsteln? oder ist das mehr? Das ist eine Freundschaft Mit gewissen Vorzügen. ohne Vorzüge, außer dass ich ab und zu Kippen schnur. Hat er Vorzüge, aber. Das ja. schon, ja, aber das war's. Also du bist in der Friendzone. Schade. Ja, da sind wir Brudis. Tu nicht so, als wenn du nicht willst. Das wissen wir auch alle. Kein Sobald Mann die ist freiwillig. erste Option offenlegen, da hat jawohl, er ist der Fisherman's dabei. Nein, wir sind so richtig gute Freunde nur. Nein, ja? ich Hast du hab's Bock zu selber- ficken? Was? Was? Hab ich's laut gesagt? Ich hab halt extra einen aus Soft getrunken. Was? Kann ich bei dir schlafen? Ich rede aber im Schlaf. Kennt ihr die Videos? Nein. Da wo es dann die nächste Sequenz ist, dann wo er am Boden liegt vor ihrer und dann so, hast du Bock zu ficken? Der Karöttchenbauer hat uns was geschickt und ich hab's extra so ausgedruckt, dass er jede Zeile versetzt ist, damit Was sie ist, ja denn ein hart ist. was ist denn ein Karöttchenbauer? Was Ja, soll denn wahrscheinlich das? macht der Bauer, der Karotten abpflanzt. Ist Das das, weiß ich ich hab mich gefragt, ist das was Ernstes oder ist das ein Witz? nicht. Der ist öfters auch bei mir im Stream und schreibt auch nur Scheiße. Also, Ich hab da ein bisschen durchgelesen, ich weiß nicht, was das soll. Aber du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe vom Karöttchenbauer, die Scheiße vorzulesen. ei. Ich lerne mich zurück und Karöttchenbauer. Hey, check das Karöttchen Franzi aus, in ihrem Gemüsegarten, da geht's richtig ab, kein Grauspunkt. kein Grauspunkt. Orange und knackig, voller Vitamine, sie tanzt im Beet, zwischen Salat und Bohnenreime, Punkt. Im Sonnenschein, da strahlt sie so hell, Franzi, das Karöttchen, findet das echt schnieke und schnell, Punkt. Mit ihren grünen Ich glaub, Blättern, das ist wiegt sie übrigens sich ein im Wind, Rap-Text, Das Rap. singt ein Liedchen für die Radieschen, die ganz bei ihr sind. Im Erdreich tiefer Wurzel, voller Lebenslust, Franzi die Karotte, weiß um Willkommen ihre aus dem gesunde Punkt. Scheißtext. Mit ihrem knackigen Biss, so frisch und rein, bringt sie Freunde in die Küche, das muss einfach sein, Punkt. Wollen wir das Ding rappen? Machen wir irgendeine Musik dazu? Das wäre geil. Das wär Anführungszeichen unten, hüpft mit mir, ihr Gemüse, lasst uns fröhlich sein, gemeinsam sind wir stark, Ausrufezeichen oben, singt Franzi, nicht allein, Punkt, denn im Beet, da herrscht ein bunter Trubel, alle Pflanzen mit, bei Franzis Gemüsekluppel, Ich glaube, ich habe kein Wort verstanden. Ja, Was okay, ist was- Gemüsekluppel? So Was- rappen was- sie zu... Gemüsekluppel, Franzis Gemüsekluppel. Was hat denn Franzis Gemüsekluppel? Ich glaube, es ist ein Nippel. Tippfälle, Franzis Gemüsenippel, Punkt. So. Ja, okay. So rappen sie zusammenkommen im Gemüsegartenland, Franzi und ihre Freunde, Hand in Hand, Punkt, Karöttchen, Bindestrich, Rap, das ist ihr Beat, im Rhythmus der Natur, wo alles blüht und zieht. Bitch. Please. Mic Drop war Das das hast du hier. jetzt richtig lustig da hinten genau so platziert, dass man es wahrscheinlich ums Arschlecken nicht mehr sieht. Sehr gut gemacht. Ich habe keine Ahnung, um was das geht. Der schreibt immer irgendeinen Scheiß über gelbe Ruben. Sagen wir, was das hier ist, ganz sauber ist ein Hate. Hat einen Fetisch. Naja. Oh, vielleicht ist das sie. War das die Donation? Ja, stimmt, da ist eine Donation auch noch drüber. Wohl leck Ja, wieder. dann. Hab ich gern Immer gemacht. so. Der Kani Karöttchen. liest euch jeden Scheiß vor. Ab War 10 da das ein 20er wert? Ab 10 Herzlichen Euro Es ist liest nur Glückwunsch. lustig, dass wir gerade von einer Franzis, die mir eine Voicemail geschickt hat, geredet haben und das Karöttchen da drinnen Franzi heißt. Haha, das Ja, ist das heißt ja nicht Franzis. Vielleicht ist es ein Komplott. das kann Mindblowing Komplott. Der Ein große Gemüsekomplott. Vielleicht ist es ein gelbe Ruben-Kompott. Oh, ein Kompott? Franzis Und Komplott. dann haben wir noch der Coffee-Sepp, der hat uns eine ganze Geschichte hergeschissen. Ich werde nur den... ChatGPT hat das. Pass auf. Okay. Also jetzt pass auf. Du kriegst das, du liest das vor, was Flo gerne... Du liest das vor, was Flo gerne zum Sagen hat und du dann das andere nicht. Du bist dann die Anna. Ich bin Anna. Oder, ich lese jetzt am Anfang vor, was er uns mitgeteilt hat. Jetzt pass auf. Der Coffee... Ich hab schon wieder vergessen, wer er heißt. Der Kaffee-Sepp. Coffee glaubt das 6412. Okay. Hier ein Text, den Kani vorlesen muss. Am besten in Kombination mit Flockiane. Der Müssen- wurde von müssen tue ich ChatGPT verfasst. So, der hat schon wieder zwei oder selber einen Text einschreibt. Los. Ihr Wichser. Ja, KI übernimmt alles. Das habe ich ChatGPT vorgegeben gehabt. Schreibe einen Dialog, die Kani vorlesen muss. Durchsprach, Schwertsprach. Ja, Matthias, guck mal. Das hat Rüdi. ChatGPT geschrieben. Es soll darum gehen, dass sich Flockiane in einer Bar mit einer Dame unterhält und ihr von seinem neuen wissenschaftlichen und lustigen Podcast. Das ist was, das triggert mich noch viel mehr, wie wenn jemand das und das nicht auseinanderhalten kann, wenn jemand dem lustigen, von seinem neuen lustigen Podcast. Dem. Kannst du jetzt bitte weiterlesen, Junge? Dabei muss der Onkel Werner erwähnt werden, das Thema Steckerlpferde reiten und ein Flachwitz. Das heißt Hobbyhorsing. Und das ist das Ergebnis von ChatGPT. Ort, eine gemütliche Bar. Flocki sitzt an einem Tisch und unterhält sich mit einer Dame namens Anna. In welcher Bar sind wir? Ich muss mir in die Rolle erfinden.
In einer Pornobar. In einem Stripclub. Passt, alles klar. Bin ich eine Stripperin? Du bist die Anna. Du bist ja Bin ich eine Stripperin? Du kannst Ja, sein, klar. wer du willst. Ananas. Bin ich praktisch. Ich mach die Ananas. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Na, Darf ich anfangen? Gott, die geht dabei, was nicht später bei Rücken TFT. Okay. Anna, ich muss dir unbedingt von etwas Aufregendem erzählen. Ich habe kürzlich einen eigenen Podcast gestartet und er ist ziemlich einzigartig. oh. Gott, was ist das wieder für eine geistig behinderte Scheiße? Was ist passiert, wenn man auch mit Usern Content mal lässt? Anna! Oh, das klingt interessant. Worum geht's denn in deinem Podcast? Es ist ein wissenschaftlicher Podcast, aber mit einer Prise Humor. Wir nehmen wissenschaftliche Themen und präsentieren sie auf eine unterhaltsame Weise. Das klingt spannend. Was für Themen behandelt ihr denn? Vor allem dich. Spaß. Eine ganze Kann ich lange Bandbreite. Haare, dass ich mir ein bisschen so Aber springen von... Aber... Kannst du deine Ohren schon hin? kann. Ja, mach da so. Eine ganze Bandbreite. Aber vor kurzem haben wir eine Episode über die Biomechanik des Steckerlpferdereitens gemacht. Steckerlpferdereiten? Das ist ja ungewöhnlich für einen wissenschaftlichen Podcast. Ja, ich weiß. Aber mein Onkel Werner meinte, dass man Wissenschaft auf unkonventionelle Weise präsentieren sollte. Das Steckerlpferdereiten ist ein interessantes Beispiel für kinetische Bewegung und Mechanik. Klingt faszinierend. Aber wie integrierst du den Humor in so einen wissenschaftlichen Kontext? Ihr müsst euch währenddessen vorstellen, im Hintergrund läuft so ein Techno-Strip-Club-Musik und es geht Vollgas zu. Hinter mir ruppelt gerade ordentlich ihre Katze. Ich versuche, die trockenen Fakten mit einem Schuss Humor zu würzen. Ich habe sogar einen Flachwitz über Steckerlpferde vorbereitet, den ich in einer kommenden Folge erzählen werde. Ein Flachwitz über Steckerlpferde? Das klingt ja lustig. Ich hoffe, er bringt ein Lächeln auf die Gesichter der Zuhörer. Wissenschaft kann auch humorvoll sein, oder? Absolut. Ich werde definitiv mal reinhören. Klingt nach einer interessanten und amüsanten Kombination. Danke, Bruder. Oh, wir sind noch nicht fertig. Na, Vollidiot. Oh, ups. Das freut mich zu hören, horny. Das freut mich zu hören, Anna. Vielleicht gefällt dir ja auch die Episode, in der wir über die physikalischen Du Herausforderungen sprichst da währenddessen du das übrigens alles sagst, immer ein bisschen am Schwanz. beim Steckerlpferdereiten sprechen. An deinem Steckerlpferd. Das klingt wirklich originell. Danke für den Einblick, Flockiani. Und jetzt lass mal bumsen. Kein Problem, Anna. Es war mir eine Freude, von einem wissenschaftlichen und humorvollen Podcast zu erzählen. Und jetzt lass ficken, Mona. Geil. Ihr das halt wirklich. Ja, natürlich. Ja, ja. Dann müssen wir vorher über das Geld reden. Warte, ob ich es nicht mehr schaffe. Na, nicht. Birgit, Lass wieder was genau zum da Aufwärmen. liegen. Lass genau da liegen. Verdammt. Ne? Oh Gott. Traust du nicht. Lass jetzt aus. Ja, soviel zu die Text-KI übernimmt Texte. nicht die Welt. Also ich glaube, das ist der lustigste Podcast-Beitrag meinerseits jemals gewesen. Also ich bin Anna, weil ich da jetzt auf alle Fälle bumsen. Das ist voll schön. Ja. Da ist richtig bumsen. Jeder auf meinem eigenen Scheidensekret Da aus der hier Also ich bin, Notausgangsgier. Wir ich bin, Hund, jetzt, schon ein der ist so bisschen, ich bin jetzt schon ein bisschen Ja. horny. Also ein bisschen Bist Lust du- ist schon bist du in der schon? Hose. Ja. Mein Schluss war gewesen, hättest du Fischermens für mich. Braucht 2. Ja. Und dann hätten wir geht Für die Nasen leer. Vor allem, weil ich stinge aus den Nosen. Kriegt man fürs Cup. Das kannst du kriegen, wenn es zwei, das glaube ich ist ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt Leute gefährliches Halbwissen, weil Leute, die Nasenspray süchtig sind, kann sie da irgendwas kaputt gehen, dass man dann eine Stinknase kriegt und dann hast du anscheinend immer einen schlechten Geruch in der Nase. Das habe ich noch nicht gehört. Stell dir mal das vor. Ja, du Ich machst weiß wieder alles bloß, dass kaputt man damit. wegen Bitte nicht. irgendeinem Mittel im Nasenspray hart krass süchtig werden kann. Epinephrine. Ja, das machen ja Ist das also einige. Epinephrine? Ich weiß nicht, ich weiß es nur von Crank. Ich wollte gerade sagen, von Crank weiß man es vom Epinephrine. Das ist sowas wie Adrenalin und macht die halt. Das war der Chester, oder? Von Linkin Park, der ihm das zugeflüstert hat. Epinephrine, Nasenspray. Jetzt wissen wir das. Sie? Da hat den Film mitgespielt. Ja, der hat da die kleine Nebenrolle gehabt. Das weiß ich nicht mehr. Ja, kriegst du again what learned. Again, what learned. Crank ist, der ist schon 20 gewesen. Sie.
Ja, das war jetzt schön. Kann man öfter mal so eine Geschichte. Machen wir einen Podcast, in dem wir nur noch ChatGPT-Geschichten Wir können mal vorlesen. das war die absolute Herausforderung. Einen ganzen Podcast lang eine Geschichte vorlesen, die uns ChatGPT schreibt. Die muss aber lang sein. Ja, schreib halt einfach dazu, muss mindestens 1 Stunde dauern. Ja, so viel Text generiert er auf einen Schlag nicht. Ja, dann nimm die Premium-Version. Die geben wir uns jetzt. Wir haben da Donation gekriegt. Ja, genau, der Karöttchen baut und so. Ein Monat ChatGPT Premium geben, das ist gut. Gut gemacht, gebe ich um Dann stellen wir da so einen Prompter hin, jeder kriegt seinen eigenen Prompter ans Mikrofon von dem anderen und dann lesen wir einfach nur noch ab und laufen wir so, aber das ist die Stunde endlich klar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nein, ich möchte das eine Woche vorher haben, weil ich muss das üben. Ich möchte nicht, dass meine Rolle mich hier aufgeht. Ja, gut, kann ich verstehen. Wie deine Beine vorher. Ich fühle mich immer noch wieder an. Was ich vorher noch eigentlich zum Thema Gaming, Game of the Year, bla 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 beitragen wollte. Wir haben ja letztes Jahr über GTA geredet und da haben sehr viele Kommentare gekommen, weil GTA ist doch interessiert sehr viele. Das ist richtig. Der CEO, jetzt habe ich leider Gottes seinen Namen vergessen, von Take-Two, also der Chef Tom von Hanks. Tom Hanks, hat gesagt, er findet, dass Spiele in Zukunft per Stunde gezahlt werden sollen. Ja. Also das ist ein whole new level an Greed, Alter. Alter. Das ist so, ich bin jetzt fertig mit Modern Warfare 3, mit dem neuen Call of Duty. Da hättest du nicht viel gezahlt. da hätte ich nicht viel gezahlt. Satte 4 Stunden habe ich ungefähr braucht für die Kampagne und das inklusive Stream. Da bin ich immer langsamer, weil ich irgendeinen Scheißdreck halt mache. Die ist beim ersten Durchgang auf 3,5 Stunden bis durch. Wenn du die Kampagne kämst, schaffst du es auf 2,5. 70 €. Von 16, das ist jetzt bei mir gefährliches Halbwissen, die Zahlen kenne ich nicht ganz genau, aber von 16 Maps sind 12 aus eure Modern Warfares. In die Kampagnen haben 3 Missionen auf der Warzone-Map auf der alten. Und ein Level, wenn ich mich nicht täusche, so hat der Chat teilweise gesagt, ist aus einer Multiplayer-Map vom 2er. Lauter so ein Scheißdreck, da wo ich da sehe, was soll das Ja, denn? Was soll denn das? Recycling. Das haben wir das nicht letztes Mal Und da schon- zahlst du haben wir 70 geredet, € dafür. Auf der anderen Seite. Kurz angeschmerzt, Oder aber schon, ja, ja, weil da die Mission war, oder wo es einfach nur durchlaufen. Die 4 Minuten dauert. Also wirklich, da laufst du am Kölnloch, klaust ihm 4 seine Karten, Minuten ist gehst durch aber die, extrem lang. Je Ich nachdem. find- dann 4 kommt der Minuten extrem Cutscene. lang. Okay. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du Baldur's Gate 3 für einen 50er, 60er, je nachdem, was für eine Edition das du kaufst und hast da Minimum, wenn du das wirklich spulst, 100 Stunden aufwärts. Und jetzt kommt halt der GTA 6 Mann auf die Idee, hey, damit wir das fair machen, zahlst du pro Stunde. Ist ja richtig. Richtig abgeschmackt. Also deswegen kommt. Gut, das ist jetzt Kauft doch wieder... dann keiner mehr, oder? Also dann Also doch, das ist doch, ein doch, whole was ich new nicht level täusche. an Greed, aber ich glaube, das löst da ein ganz anderes Level an Shitstorm aus. Das Das glaub ich, können ja. sie sich nicht leisten. Weil Das, ist, also GTA-Ding ist ja auch so kann ja auch zu einem 100-Stunden-Klopfer das werden. wird zum Ja, 100-Stunden-Club, und- selbst wenn es nicht online spielst. Aber Summe oder so hat jetzt ja noch nicht gesagt, was er sich vorstellen kann, was das hat mich nicht, mehr noch dass ich interessieren, was wüsste. das kosten sollte. Ja, oder du musst es machen, Das hat mich ja brennend interessieren. Reden wir da von $1 in der Stunde, reden wir von 15, keine oder Ahnung. Du machst es halt fair, du machst halt so vielleicht eine Free-Version, dieses wie mit dem Internet, wenn es gedrosselt wird. Du hast halt dann die ganze Zeit Lags oder alle 30 Sekunden Werbung. Machst das wie Hardcore EA, ja, du hast jetzt da bis dahin, wenn du das Machine Gun haben willst, €1 pro Stunde. Und nach einer da- Stunde, wenn es dann nicht so ist, ist das Machine Gun wieder weg. Oder wenn du eine Bank ausraubst und gehst eine und dann kommt so eine Sparkassenwerbung oder sowas. Das macht irgendwas für Spiel macht. Das macht das The Day Before vielleicht sogar. Ich weiß nicht, die haben irgendeine Kooperation mit so einem Taxi-Unternehmen wie Uber. Und jetzt hat vorne in der Zombie-Apokalypse Taxis mit denen in einem Logo da drin. Ja, geil, oder? Ja, da wo ich sage, hä? Wobei, das wundert mich, aber bringen wir es nicht nur auf irgendwelche idiotischen Ideen. Das wundert mich sowieso, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal Cyberpunk oder GTA, du rennst da umeinander und es gibt ja da Plakatwerbung und Werbung auf Laster und was weiß nie wo überall, dass da noch nicht echte Werbung läuft. Ja, aber warum eigentlich nicht? Die auch dynamisch an den Spieler angepasst wird, also nach meine Suchverhalten und so weiter. Das wundert mich weil wirklich, dass das noch nicht gibt. Einfach nur Pornhub, Brazer. Newborn. Ja. Karöttchenbau. Wie der Kahn immer sagt, Brötchen auf Twitter gehen wir nur immer kleine Kinder. Ja, fragwürdige Scheiße. Komisch, ja. Fragwürdige Extra ist es Scheiße. mittlerweile. gell? Ja, da wird's dann, also wenn sie das irgendwann etabliert, ich meine, glauben tue ich mittlerweile wirklich alles, weil bis vor 10 Jahren hat auch keiner gemeint mit, ja, ein StarCraft, jetzt pass auf, StarCraft 2 hat weniger Geld gemacht als ein Einhorn-Mount im Shop von WoW. Das musst du mir vorstellen. Da hat ein ganzes Team über 2 Jahre lang Überstunden reingeballert. Das ein Ex-Mitarbeiter von Blizzard hat das erzählt. Das Einhorn. Fürs Einhorn. Hat an Wings of Liberty gearbeitet und das hat weniger Umsatz und weniger Gewinn eingefahren als ja, ein Einhorn-Mount in WoW. Und das ist der Grund,
warum es ist, wie es ist. Und wenn die auch nur da ohne schmeckern, dass die Leute das akzeptieren, leck. Puh. Und Muss man GTA als ist Hobby groß suchen. genug, dass man es probieren könnte. Die haben ja, du hast ja da aber auch die Rechtfertigung, wenn du jetzt keinen Bock drauf hast, dann zahlst du vielleicht nur 2 Euro für das Spiel. Aber wenn du dann so richtig krasse Leute hast, die das wirklich so ein paar tausend Stunden spielen, die werden halt arm. Aber ist ja nicht schlimm. Weil die Das müssen finde ich ja, ein Problem. Das ist ja eine freie Entscheidung. ja, die können ja aufhören. Ja. Und dann hast du richtig so richtig schöne Suchtelemente. Ja, rein. das So ist jede schon- Woche Ja, aber eine neue GTA macht Aufgabe. auch nicht süchtig, nein. Nein, Das ist eben. gar nicht. Das spielt man 2-3 Mal und alles klar. Genau, so ist die nämlich. Voll, Und vor allem, ja. wenn man so Roleplays macht, dann geht das richtig einfach. Ja, da geht's Dann- richtig schnell, ja. Ja, Geht vor allem, wenn bei du mir auch mal in schnell. der Ding drin bist. Das ist in der dann wie Bubble. wenn's in der, wenn du jemand um 2,99 € Telefonanruf in der Warteschleife drin hängst, wenn's mit dem, Da kannst du ja immer aufhören. wenn's das im ist ja fair. Ladebildschirm bist, oder? Weißt du, einen scheiß PC hast und lotst 3/4 Stunde lang umeinander, so, ja, das hat mir jetzt 8 € gekostet. Dankeschön. Geil. Geil. Das war. Also nein, also ohne Scheiß, das wenn passiert, dann hoffe ich, dass das Internet brennt. Ja, dann müssen wir uns ein neues Hobby suchen. Das- Hobbyhaus sagen wir jetzt dann. Das war wirklich, Also, das ja. kann man wirklich mal machen. Da waren übrigens die Memes unglaublich gut dazu. Da waren wirklich ein paar, die waren richtig Sehr stark. stark. Macht's bitte mehr Memes. Ja. Ab Die ins haben Discord, wirklich, in ja. den Mimi-Channel, mehr Memes zu den Themen, das amüsiert uns Bitte. sehr. Wir werden die dann auch auf Instagram hochladen. Insta. Ja, das stimmt, das machst du, das muss ich nicht machen, Gott sei Dank. Ich mach's nicht. Sag ich dir gleich schon, ich mach's nicht. Ich weiß nicht. Was habt ihr sonst so drin? Eigentlich war die Frage, du warst im Kino, was hast du? Was hast Ja, du? Mann, ich werde alt. Ich Was, da hast habe du nichts mich, da? mich über Hast meinen du Schlaf- Staubsauger Schlaf- gefreut und am Maxi habe ich Lasagne gemacht. Was ist mit euch? Max, Wieso machst du mir Lasagne? Das stimmt. Du kommst ja mit dem scheiß Opfer, gehst uns auf den Ja, Sack genau. mit deiner Opferschmerzerei ja, aber die Lasagne war und schmeißt bei der wirklich. Hälfte weg. Das war sehr stark. Ich hab mir, ich tu mir Muss ich- einmal im Jahr so in Richtung Weihnachten, wenn jetzt, es ist ja dann Black Week und was weiß ich, nicht was angefangen. jeder Scheißdreck ist. Muss Also, ich schauen. Jeder Hat- Scheißdreck fang ist über mal billiger und so weiter. Hat Da habe ich mir gedacht, so, jetzt ja gönne ich mir dann eine Sache, so, die ich mir so nicht kaufe. Wie zum Beispiel Sexpuppen. Oh, Sexpuppen. da habe ich eine Wie Anekdote. zum Beispiel den Sessel, in dem ich drin sitze und so weiter und lauter so ein Scheiß. Und das Jahr habe ich genauso gefühlt wie du letzte Woche. Bei dir war es ein Staubsauger. Weißt du, was bei mir war? Na? Schatzten. Ein Campi. Elektrischer Campi. War krass, mir geht's so schlecht, ich gönn mir ein Campi. Vollidiot. Ja, den von Dyson, da gibt's ja so. Gibt's auch, gibt auch Dyson Campi wahrscheinlich für 199 €. Ja, okay. So sowas. Föhne, angeföhnt. Fein. Ein Fötus. Ich gehe am Tag ungefähr 200 Mal da herin und in der ganzen Wohnung an Sachen vorbei, die aufgehängt werden. Aber ich kann kein Loch in die Wand bohren. Du kannst ein Loch kannst du in die Wand bohren, doch. Ja, kann ich, aber ich habe halt nichts dazu. Achso, jetzt hast du einen Schraub an Ich habe Bohrmaschine. eine Makita-Bohrmaschine. So eine richtig fette Warum liegt die nicht da? Ja, weil die ist literally 5 Minuten bevor wir angefangen haben, ist die gekommen, das Backel steht vor. Ja, das hätte man nicht mit hernehmen können. Mein Gott, das hättest du Backel. gesagt, Ja, das sagt ja keiner mehr was. da hätte ich meinen Staubsauger mitgenommen. Oder? Habe ich mir gegönnt. Habe ich gesagt, Alter, ich habe hab seit Hast du es 8 gespart auch Jahren. noch? Hast du es gespart? Sauber sogar. Ich glaube, dass das ist ein Riesendrum-Set mit 1000 Bits und Nüssen und nichts davon Bohrer und brauchst. Scheiß und Klump. Ja, Bits, natürlich brauchen wir Bits und so weiter. Und ein Riesendrum, M-Bits. ein sauberer Metallkoffer, Ja, Bits. wie man halt, und Makita ist halt kein, ich bohre 2 Löcher mit einem Einheilbohrer und dann kann ich ihn wegschmeißen, da kostet mir das Loch 50 €. Das kostet mir. Und den ganzen Koffer habe ich Oder bist du da, Handwerk? Oder bist du da? kurz gebraucht. Der ganze Koffer hat mir 220 € gekostet. Normalerweise, glaube ich, kostet es so 300 oder so. Das hat mich direkt gewundert, weil das hat mir Spezi, hat mir das vorgeschlagen, ja, kauft euch das drum, da, pass auf, da, schau dir das an. Das ist, ja, bist du behindert, eine Makita-Schlagbohrmaschine, die kostet 400 €, bist du behindert, so viel Löcher bohre ich dann auch nicht. Ja, aber das ist jetzt mal einen Haufen Zeit, und dann habe ich gedacht, ja, fuck, kostet mich schon. Jetzt schon. Jetzt wird richtig gebohrt hier. Habe ich mir reingegönnt. Und das Einzige, was ich mir eventuell noch zusätzlich gönne, das kommt jetzt ganz drauf an, ob ich einen ganz billigen No-Name-Scheißhaus, Scheißdrecks-Dings Campi. in der Black Week finde. Campi. No Name Campi. Ja. Endlich haben wir es. Das war's. Ein WQ-HD-Monitor, einen zweiten für meinen zweiten Bildschirm, weil die Full-HD-Auflösung einfach Für den Arsch ist. für den Arsch ist, ja. Eventuell. Da bin ich unter 100 € so einen Monitor gekriegt, dann vielleicht noch. Das ist dann meine Weihnachtsbeschenkung für dieses Jahr. Das reicht ja auch. Ja. Schenkt ihr euch selber was zu Weihnachten so? Einmal so gönnen? Ich gönne. Ja, ich habe mir gönne halt heute, jetzt. ich hab mir Mein heute jetzt im Weihnachtsgeschenk für mich Endeffekt, ich mag's noch nicht sagen, ich habe den Saugstauber gekauft. so. Saugstaub. Saugstauber, Du sagst heute 10.000. ja. Traust dich nicht. Doch? Sag's. Ähm. Sag's. Traust du nicht. Traust du nicht. Ja, der Laserbuff. Ja, und ein Handy habe ich mir gekauft. Also jetzt für Weihnachten wird es für mich nichts mehr geben.
Das ist so, da fragt man sich ja, was schenken wir uns zu Weihnachten? Weiß ich nicht, ich bin ja erwachsener Mann, ich kauf mir unter dem Jahr, was ich haben will, halt dein Maul. Ich weiß nicht. Ja, das Du? stimmt. Nein, ich gönne mir selber nichts, ich bin eher so, ich bin so Geberkanne, ich bin so Weihnachtskanne. Der Geber kann. Die Francis darf sich freuen. Ich schenke viel und hoffe, Ja, dass ich aber Zeit ist einfach zurückkriege Fischermans. und krieg nie was zurück. Dann Ja, bin ich Ja, sautraurig. deswegen habe ich das Geben aufgehört. Nein, ich habe noch nie was gegeben. Ich gebe dann nur noch Schelle. Schelle. Ja. Ludenschellen geben. Sackschellen. ich gebe maximal 3 Zentimeter. Nein, ganz kriegen sie nicht. Das kriegen wir nicht. Bist du dick abgehalten? Gerade immer das Spitzel ein bisschen eintupfen. Sonst, ich habe eigentlich hätte ich mir noch irgendwas aufgeschrieben, aber das fällt mir jetzt leider Gottes nicht mehr ein. Weiß ich nicht mehr. Campi. Das Campi. Sag's, wie es ist. Zeit wirklich ein scheiß so zerzaust aus. Ja, oder ist was der ist das? Krautschell. Ja, Schau dir an. Semi-Sepp. Semi-Sepp. Ja. Brezen so jetzt. Was sagst du mit der Sexpuppen vor? Entschuldigung. Göttel ist ja. Göttel gibt's Oh, noch. der Gürtel! Göttel ist ja. Wir haben ja am Samstag dann ein Bierpong-Turnier. Und habe ich schon wieder lachen müssen. Weil der Göttel spielt auch mit seinem eigenen Team. Und das Team heißt einfach Grobschaufelverleih Huber. Das finde ich tatsächlich sehr witzig. Und dann hat er natürlich auch noch so Ich seine meine, das zwei- Gürtel, warum hast du das dann rüber? Ja, das ist der Teamname. Ja, das Und ist ja, wie nennen wir das? das muss ich anschauen. Das ist so witzig. Grobschaufelverleih Göttel, da ich eigentlich viel lustiger finden Ja. wie Grobschaufelverleih Huber. Das war nämlich Double G. Ja, Double G, wie nennt man das, glaube ich? Ja, das hat den Ah, Scheiß. verrückt, wenn ich jetzt sage. Genau, und die zwei nennen sie dann praktisch Irgendwas mit Gramm. Sognogel Sepp und Was? Beichtstuhlbäder. Irgendwas mit Gramm. Anagramm. Nein, Anagramm ist, glaube ich, ein Wort, das man vorwärts und rückwärts lesen kann, oder? Kann Ja. sein, ja. Wir Die auch sind noch. Anna. Kann man da wirklich Grobschaufeln ausleihen? Soll ich aber nicht. Hä, wie? Das dauert ein wenig, gell? Gibt's am Samstag auf Simbach? Nimm zwei, weil mit einer da schluckst und mit der anderen schau wieder dabei. Das soll schon sich aber auf selber schauen. Aber Das war da habe ich schon lachen müssen. Doch. Grobschaufeln. Aber 42 Teams, also da bin ich schon gespannt, wenn ich das Ding gewinne. Bin ich wirklich gespannt. Wie oft muss man da gegeneinander spenden? Nein, es ist nur, es ist so eine Gruppenphase, das ist wie so ein Turnier halt. Und dann spielst du eine Gruppenphase, die ersten zwei spielen halt, ich weiß nicht genau, wie es läuft, wir haben den Turnierplan noch nicht gesehen, den gibt es erst morgen. Man ist ja der Pumpenfeuer, ne? Das ist halt ein netter Nebeneffekt. Aber es geht ja um das Kompetitive. Ja. Wir Und- haben jetzt selber keine Tore mehr. Doch. Stimmt. Ja, aber nicht, Ist aber nur nicht sehr Fußball. divers. Nur Fußball. Also nicht Ja, so und da haben wir Bock. 42 Teams und da geht es dann erstmal um die Wertung, wer das beste Kostüm und den so viel gewinne ich natürlich. Das ist Achso, Ziel. deswegen der andere Deswegen haben wir Scheiß mir da diesen jetzt, Björn Borg deswegen hat's Anzug. nicht warten können, jetzt verstehe ich die ganze Karte. Das war der Punkt. Jetzt ja, verstehe ich. Jetzt haben wir Harry. Bananen. Fasching ist auch losgegangen, ist eh klar. ja, und Stimmt, ja, stimmt, du als alter Kölner. Mein bist Bruder, schon war, fett mein am Bruder der Feiern. Wichser, der war in Köln, ja. Am 11.11. Super. Der Penner. Schön. Aber Aber- wer gefeiert haben, ne? Ja. Und ja, War wir haben- randvoll. Natürlich nicht. Natürlich Langweilig. Mal Geschichte gar nicht hören. nicht. Ja, eh nicht. Keine gute Geschichte. Na, aber von eigentlich geht es ja im Gleisen, Februar, haben sie Nüchtern die und dann. Produkte. Bis Aschermittwoch. Wann ist auch schon Mittwoch, der ist ja ewig, der ist ja. Mittwochs. Also, da hat sich der Kölner einfach gedacht, weißt du was, Nein, wir das ist unseren doch, Grund, dass wir ein halbes Jahr Festel feiern können. nein. Nee, Die kann Halbzeit nicht feiern. Die machen jetzt wieder mehr oder weniger Pause, ist jetzt nicht so viel im Moment. Aber es haben halt dann die Tag von diesem. Das ist für mich eigentlich schon cooler. Wir machen den ganzen Sommer lang, Volksfest. jedem Wochenende, Aber irgendwo woanders ein Volksfest. Volksfest. Manchmal sogar zwei gleichzeitig. Das stimmt. Zum Frühschoppen fassen das eine und danach das andere. Ja, genau. Ja, Da sind wir eigentlich schon dem Kölner weit voraus, muss ich sagen. ja, einem Saufen. Nein, Ja, auch im nein, Sommer. Bier grüßen, da ja. glaube Ich ich, wollte gerade sagen, wir haben ein Glasl für Erwachsene. ja, aber da haben wir ja schon drüber geredet mit den ganzen Glasel, die tauschen die halt bei weitem Schnee. Wir haben halt, wo wir in Ja, Köln waren, stimmt. eben auch ein Lokal gefunden, die haben Massen gehabt. Wir haben uns halt der Massen geholt. Ein Masskölsch. Ah, boah. Frag mich nicht, was drin Also war, da war ich 0,2 schon Kölsch, jenseits das von geht Gut und schon, Böse. aber- Aber Massel, nein. Ein Mass. Nein, Nein. die haben dann, die haben, was weiß ich, dann einen Pilz und Hels, die haben ein normales Kommt Bier. er, übrigens kommt er daher mit der Maß. Am Anfang Mit der Maß? Am Anfang outet er sie, als wenn, ich trinke keine Maß nicht, weil das schmeckt dir dann nicht, weil dann ist abgestanden und jetzt kommt er, wir haben mal kein kleines Bier genommen, sondern eine ganze Maß. Ja, das Fick dich! Ja, Du erzählst dir nur einen Scheiß! ja, das bin ich aufgenommen. Ich Das lieb Massen. Optimale, Ich das lieb Optimale ist Massen. halt tatsächlich ein halbe Krug. Eigentlich schon. Eine halbe Maß. praktisch. Ja, am Preisen muss es so erklären, weil sonst, nein, halbe Maß. Eine Maß. Eine Ein Maß. halbe Bier. Maß, bitte. Grüße Gott. Wird schon wieder zum Zuhören. Weil du vorher gesagt hast, Sexpuppen, ich habe vorher einen Bericht noch gelesen gehabt, dass irgendwo in einem Waldstickerl so sind welche beim Wandern gewesen
Und dann haben sie Polizei angerufen und dann haben sie nämlich einen Müll so gefunden, wo Frauenbeine unten ausgeschaut haben. Haben sie gemeint, dass eine Leiche gefunden haben. Ein Müll oder ein Milfsack? Milfsack, ja. Das war der Milfsack. Ein klassischer Und dann haben sie Milfsack. gemeint, dass sie jetzt ein Mordopfer entdeckt haben. Da war da einfach einer seine Sexpuppen im Wald entsorgt. Gewaschen oder ungewaschen? Das ist nicht dabei gestanden. Das ist nicht Ich habe dabei zufällig gestanden. gestern am Bericht nämlich gesehen über Sexpuppen. Deswegen bin ich halt wahrscheinlich drauf gekommen. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren mit Sicherheit Das ist ja Shit jetzt schon wird, krass. oder? Ja, es Du gibt konntest jetzt schon ja wirklich- Modelle, gell, nur mit Sexpuppen. Ja, und das ist so ein ganzes Ding, die kosten die maximal 5.000 Euro bekehrt und du kannst dir da alles auswählen. Also das sind ja du dann kannst dir diese auch- richtig realen dann, gell, die voll Da echt gibt es dann ausschauen. einmal Silikon, glaube ich, und noch so ein anderes Ding, das wackelt halt mehr, habe ich gehört. Und die liefern innerhalb von 2 Wochen. Black Week. Black Wicked. Nein, ich möchte. Ja, egal. Jetzt will ich es wissen. Ja, aber du kannst ja da wirklich auch die Einsätze untenrum austauschen oder du kannst. Einsätze. Ja, aber wir möchten es anders umschreiben. Brunskache. Kannst du dran, so. Das ist jetzt mir anders Dieser Luft. Transformer. Ja, denn ich pflanzt jetzt dann noch ein paar so minimale robotische Bewegungen ein und dann tust du dir nur eine KI ins Hirn, die sich weiterentwickelt, so wie eine Alexa, die halt ein bisschen mit dir schmerzen kann Ja, und und dann so. drosselst du Ja, wenn du fertig. schlafst. Ja, und du kannst Wird ja mittlerweile kommen, das garantiere ich dir. du kannst ja mittlerweile auch mit so einem CAD-Programm und sowas kannst du ja schon Gesichter nachmachen. Und die können es da dann praktisch herstellen, so dass das ausschaut wie. Ja, das darf mich wundern, wenn das nicht geht. Okay, Entschuldigung. Darf mich wundern, wenn Ja, das nicht okay, geht. dann wissen ja. wir das. Ja, dann Ja. nicht. Was darfst du denn für eine kaufen? Ja, keine Ahnung. Eine mit Katzenohren. Na, auf gar keinen Fall. Ja, da gibt es ja ganz viele so Ehrlich? Fantasy-Sachen. und Ja, so. natürlich, für das ist ja auch in erster Linie gemacht, weil du wärst keine, die nicht finden, die Katzenohren hat. Aber bei diesem Bericht ist dann auch Schluss, Schade. da wird dann einer Schade. wo halt da drin steht, oh ja, ich habe lange keine Freundin mehr und dann liegt es auf der Hand, warum ich diese brauche. Aber ich komme nicht so viel zum Daten, weil ich so viel arbeite. Und erzählt es dann alles so. Weißt du, wir sitzen jetzt da und machen wir uns da so ein wenig drüber lustig. Warte mal noch 10, 20 Jahre. Warte mal ab, Also, da Alter. kommt meine Alte neben ihn halten. Ich wollte gerade sagen, die mault nicht aneinander. Die hat nicht den ganzen Tag Schälbe oder blöd da unten aus. Ja, Ja, wenn es KI hat, dann. ja, gut. Ja, dann schaut das aus. Dann schaut das aus und sagt, da geht's ja so. Gibt es ein lustiges Kabel, das stecke ich an, drei Schalter eins weiter und dann. Und wenn du das nur ein bisschen elektrisiert haben möchtest, dann steckst du einfach dein da ein. Ja, da gibt's ja immer mal einen Bericht gesehen von, typisch wieder mal Japan, so ein Ganzkörperanzug mit verschiedenen Druckknöpfen und so weiter und dann steckst du halt unten auch deine Schniedelwurz. Fleischpeitsche in das Gerät und hast halt dann noch so eine VR-Brille auf und dann ist halt da so Virtual Reality Porno, wo einer auf dir drauf sitzt und das Gerät unten, das Ih. bewegt sich halt dann so wie die Frau in dem Porno, den du dir anschaust und die Druckpunkte auf dem Anzug drucken, ne, dass es halt wirklich so anfühlt. Brauche ich keine Puppen, ich kaufe den Anzug. So, Birger, was der jetzt mit unserem Ständer? Anzüge und Puppen kaufen. Okay, Black Week, Bitch! 25% auf der Seite. Wir haben endlich einen Sponsor! Ich bleib bei denen Pokémon-Puppen zum Bumsen, die wir schon verzeiht Aber haben. ich darf nur Puppen von uns nehmen. Glumanda mit Titten, nein, Glurak mit Titten war's. Oh ja, Ja, stimmt. mit Das hab ich auch Zähnen, gesehen. ja. Die waren gut, ja. Schlimm, ja. Und ein Lapras zum Aufsitzen. Da kannst du mal Gift draufnehmen, dass das kommt. Da kannst du sowas von Gift draufnehmen. Nee, dass nur das- das. Ja, ich habe nämlich auch vor kurzem einen kleinen Bericht gesehen zu so einem Sex-Puppen-Bordell, wo die Leute direkt reingehen und da halt mit Puppen bumsen wollen. Das hört sich dermaßen nach Japan Ja, oder das Ganze aber aus. das spart ja einiges an Personalkosten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war, aber es meine, war nicht Japan sogar. Das war, Aber die haben normalerweise Vorreiter in diesen weirden Dingen. ja. Und da stickt mir jetzt Nein, wieder mal nach weirdes Japan. Weirdes Ansichtssache. Ich darf jetzt in der Richtung Das ist sagen, ich bin richtig, gleich ja. wieder ein Rassist. Die Puppen schauen alle gleich aus bei dir, oder wie? Ob das dann kommt? Da gibt es ein gutes Spiel dazu, das Detroit Become Human. Ja, das ist, Das ist ziemlich gut, ist ziemlich gut, was dieses Thema betrifft. richtig gut, ja. Wenn das wirklich irgendwann halbwegs selbstständig in der Lage ist zu denken, so eine KI, ab wann man ihr zuschreibt, lebst jetzt, fühlst du oder nicht, oder ist jetzt mein Recht, dass ich die abschalte, ist das Mord, ist es nicht, keine Ahnung, so, wann ist der Punkt so erreicht? Das machen doch gerade der Biden und der China-Chef aus. Die haben sie jetzt gerade getroffen und haben sie. Stimmt, habt ihr und das mitgekriegt in San Francisco? Hat sie geheißen, dass sie auch über KI-Themen geredet haben. Ja, Die zwei. Ja. Der Biden, der da sitzt und sagt so, was ist 86, 84. ein SMS? hast du wieder dreimal von der Das Treppe Internet ist gesagt. immer noch Neuland. Ja. Oh je. Habt ihr das auch mit den Finanzen mitgekriegt jetzt? Mit diesem Paukenschlag gestern oder vorgestern? Na,
da wo doch die 60 Milliarden, auf jeden Fall einiges an Milliarden von Euro, die wo noch zur Corona damals gedacht waren. Da hat doch Deutschland gedacht, waren 60? Ich glaube 60 sein, Milliarden waren es. 60, ja. Genau, so die 60? Hilfe von uns. Okay. Oh, PlayStation Controller. Wo ist der eigentlich? Ja, gut, dieser. Na, und jetzt hat der oberste Gerichtshof gesagt, passt auf, die kannst nicht einfach in einen Klimafonds und sonst was hauen, sondern die hätten wir gern wieder. So. Hab ich mitgekriegt, ja. Und jetzt steht Deutschland da und sagt, okay, das erste, was wir machen ist, wo wir drüber geredet haben vor kurzem, die Gastrosteuer wieder hoch, also von 7 auf 19. Kommt ab 1.1. Ja, kommt wieder am Ja. 1.1. Hochgesetzt, ja. Ja. So, aber nicht so Und ich finde, das ist verhältnismäßig jetzt zwar knapp schon gewesen, relativ ne? da, wir gehen mal relativ, das Essen gehen, ist das neue Saufen gehen. YouTuber kochen nicht. Ne, na, tu ja nicht. Ich weiß. Ne? Doch, gehst du nur immer einen Eimer Carbonara gemacht. Ein Eimer. Ja, ein Eimer. Gölle. Ja, schon hin. Halt deinen scheiß Schnauzer. Schnauze. Bist du Eimer Abdallah. Eimer, Abdallah. Ich wollte eigentlich nur schnell anfügen, dass man in San Scheißegal. Francisco innerhalb von einer Nacht von sämtlichen Obdachlosen befreit worden ist, weil der Xing So Purge gemacht, oder? ja. Von einem Tag auf den anderen waren die Straßen picobello sauber, keine Zeter, keine Obdachlosen, nichts. Innerhalb von einem Tag, weil der Xing Sepp aus China kommt. Das ist wirklich. Also ich schätze, dass einfach ein Bordog Crack umsonst gegeben hat. ja, in Oder New York. Oder sie haben gesagt, hey, Kinachef, wir haben jetzt auch Lager gebaut, schau, jetzt kommen wir auf die Straße. Fragwürdige Scheiße. China-Chef. 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 Xing, xing. Hast du noch gelesen von dem Typen, der mit so einem, wie heißt die Dinger, so Hydropod oder so, das ist wie so ein Hamsterrad, wo man drin auf dem Wasser laufen kann, kennst du die Dinger? Ich glaube schon, ja. Da war irgend so ein Typ, ich glaube aus Florida, hat er gemeint, dass er einen Ozean damit oder einen Atlantik praktisch damit überquert und auf England rumbild und dann die Küstenwache hat nicht dann so 110 Kilometer vor der Küste gesehen und so, was treibst du da? Da habe ich vor auf England mich. Und dann haben wir die so festgestellt, ja, das ist nicht sicher, was du da hast, das wird nicht funktionieren, das können wir nicht machen, wir können dir nicht fahren lassen, weil du verreckst halt einfach aus dem Hurricane unterwegs. Ja, nein, er fährt und dann hat er es gleich mit dem Messer bedroht. Und dann hat es geheißen, und dann hat er auch noch irgendwelche Kabinen in der Hand gehabt und hat gesagt, oder Bomben und sprengen sie. Das ist voll eskaliert, die ganze Scheiße. Ich glaub, Was ist mit dem Florida-Mann dann immer? hat es 5 Tage, haben sie auf den hingeschmerzt, haben ihm dann wieder zum Essen und zum Trinken gegeben, weil anscheinend nicht mehr nur dabei gehabt hat, dass es überhaupt aussieht, der Trottel. Ja, nach 5 Tagen haben sie ihn dann an Bord geholt und dann hat er seine Atlantiküberquerung noch gebrochen. Aber es eskaliert gleich so, ja, Messer oder Bomben, aber nichts zum Essen. Mit noch mehr, du Trottel, da fahren wir halt Ja, wieder. aber vor allem so blöd muss das erste Mal sein. Der bedroht ihn mit dem Messer und mit einer Bombe und dann sagst du, okay, dann nimm was zum Essen. Das, Ich wollte gerade sagen, weiß ich- haben Navy-Schiffe nicht normalerweise, oder halt Küstenwache, haben das nicht normal kleine Fregatten mit einer scheiß Kanone vorne drauf? Die machen so, ja, tu ihn weg. Normal Du bist halt weg. müssen jetzt umstehen mit dem Essen, so, das wirst du nie kriegen. Das wirst du nie kriegen. Der Florida Man, ja. Da gibt es gerade dieses Meme, wo Florida Man bricht in heiser Ei und rasiert einen Katzenkopf. Also einfach nur mit dem Rasieren, dann gibt es sogar ein Foto von der Katze. Oder da so einfach so eine rasiert, so, und die hat da Hallo. Und er hat gesagt, I'm doing God's work. Das ist wieder der Texas Anus-Artikler. Ja, ja, so ungefähr. Der irgendwo, oder ich glaube Texas war das, der auf die Nacht irgendwo Einbruch ist und hat leider am Arschloch kitzelt. Oh, geil. Und dann bricht jemand, du denkst so, was lese ich jetzt? Ja, irgendeiner bricht da eine Dinge und rasiert der Katzenkopf. Und man sieht das Und dann auch. sechs Zeitbeutel, wie er ausschaut, total fertig halt. Ja, I'm doing God's work. Ja, Okay. natürlich, das ist Ja. Oh, kleines Thema hätte ich noch eigentlich. mir scheißegal. Immer noch! Ja, was soll ich machen? Ja, Aber gut, jetzt sie haben wir dabei selbst für angesprochen. nichts mehr. Na, aber jetzt ist es aktuell. Warum ist es nicht Ja, mit so? Papa Platte, Joko Klaas. Ach, halt. Gehen wir jetzt schon wieder mit dem Seven vs. Wild Scheiß. Nein, Gott es war sei doch Dank, da jetzt eine ganze Hochlang von Joko und Klaas, ich beeil mich, war von Joko und Klaas, war doch so eine Schatzsuche, die haben doch jetzt da Ach, immer so, das Schnitzel. genau, und Papa Platte hat doch da jetzt jeden Tag da mitgefiebert mit seinen ganzen Zuschauern und hat dann das Rätsel auch gelöst. Und dann hat einer von seinen Zuschauern das Ding gewonnen, also Sieg gewonnen und hat dann gesagt, so, das erste, was die Kamera gesagt hat, danke Papa Platte. Und ja, dann waren er auch im Studio und Papa Platte dann auch, also das haben die zusammen in dem Stream praktisch alle miteinander gelöst und einer von seinen Zuschauern hat das gewonnen. Wollte ich nur kurz noch gesagt haben, weil eigentlich ist es cool von der Geschichte her. Okay, danke. Das ist immer so schön, wenn ihr Ich finde, Ich war jetzt so semi-geflasht von der Geschichte. ich finde,
dass da Streamer mit einer großen, oder ist es wurscht, irgendwie Internetbekanntheiten einen sauber krassen Vorteil mit so einer großen Community haben. Das Ja, sollte das nicht hat sein. er selber sogar gesagt, der Papa Das ist Platte. ein totaler Witz Das hat er eigentlich. selber gesagt, wo er gesagt hat, ja, du bei 60 oder bei 30.000 Zuschauern, da war es immer irgendetwas Ja. was und immer Ja. irgendetwas weiter und irgendwann hast du Das natürlich ist sogar Ganze bei raus. mir im Chat und ich habe gerade mit 1000, 1500, da ist immer einer, der da, wenn ich irgendwas frage, haben wir einen Bin meistens Rechtsanwalt da? Ja, dann ist einer da, der mir sagen kann, was los ist. Das ist einfach so. Glaubst du das? Ich kenn nur- Ja, Ich werde das auch schreiben. es gibt dann drauf, was er schreibt, er kann gerade einen Satz nicht schreiben und sagen, halt dein Maul, du Trottel. Ich kenne nur einen Papa Django, mich immer anmerken. Papa Django. Papa Django. Ja, ich kenne den Papa Platte auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, was der tut. Ja, der- das ist mir alles so. Ich frage mich, der was ist das jetzt einige Leute, der ist einer der größten Streamer jetzt ich mittlerweile. frage mich, Ja, das was ist das für ein Abteilung. Rechtsanwalt sein muss, dass er sich deinen Scheißdreck anschaut. Ja, Das sind doch eigentlich gebildet und Guten. intelligente Leute. Ja, aber die wollen halt auch einmal, ich weiß nicht, was Dummes sagen. sag ich dann Kann gar den nicht. Podcast auch schon. Achso. Ja, der ist sind mit gleich sicher. gleich Haben wir dreimal einen dumm. Rechtsanwalt da? Ja. Der Kann drei- ich die zwei Trottel eigentlich verklagen, wenn ich will? Ein Rechtsanwalt, der 3 dumm anschauen mich. 3 dumm. Ich hab 3 dumm. 3 dumm, gib Gum. Heute geht's um 3 dumm. So Genau. ist die Heute heutige Folge. 3 dumm. Heute gibt's 3 dumm. Können wir noch irgendwie ein anderes Thema draus machen, dass wenn ich mit Frauen spreche? Ich finde das Heute geht's um scheiße, Biologie. darum wollte ich eigentlich sagen. Zum Beispiel, es kommt dann eine neue Sexuelle Aufklärung. WoW Classic Sexuelle Geschichte. Aufklärung. Und dann gibt's Server, da haben dann Streamer drauf, die erstens schon mit Pumpen voll sind. Und dann sitzt da der Streamer-Trottel. sind Oder bombenvoll. Server ist Ja, voll. der oder Pumpen Streamer. voll, Server ist voll, Ach so. Streamer ist voll. Und dann rennt ihm da eine Horde seiner Community nach, stopft ihn mit Gold voll, stopft ihn mit Items voll und sonst irgendwas. Und dann ist halt erst, wow, tolle Leistung, Herr Streamer. Das haben sie gut gemacht. Das ist, was nervt mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss vorher abwarten, so, auf welchem Server gingen die ganzen Streamer-Trottel, den, ja gut, brauchst gar nicht aufgehen, weil du in einer Warteschlange von 4000 bist und musst 9 Stunden warten, bis ich spielen darf. Das ist alles, das nervt mich. Ja, dann gehst du mit deiner Community woanders hin. Das ist ja Du musst, Ich werde mit meiner Community gar nichts wichtig. Das ist das letzte Spiel, was ich solo genießen kann. kauf dir Nintendo Switch und Wirst kannst du denn Mario nicht- spielen, du kannst gleich rein. Da Da kannst du gleich So nicht. fein gar nichts. deine, Jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt ein Fotzen, kann ich, merci, Flocki auch, merci, schön habt's gelesen. Und schreibt's gefälligst schön eine Geschichte in die Kommentare, Ja. traut, lass ein Like da und der Spotify-Sepp. Mehr Erotik in die Geschichten, bitte. Ja, du Ja. musst, mittlerweile gibt's auf Spotify so ein, da ist automatisch in jeder Folge so, wie hast du diese Folge gefunden? Das schreiben manchmal Leute rein, das schreiben alle 3 Monate mal an und denken mir so, und machst wieder zu. du schaust es jede Bewertet Woche, einmal den meinst du? Podcast mit 5 Sternen, Wir wer haben, es jetzt nicht fast, macht, wir ist haben er. jetzt schon bestimmt 900. Echt? Ja, ich weiß nicht. Soll ich mal schauen? Nehmen wir noch mit? Ja, das nehmen wir noch mit. Wie viele Bewertungen haben wir? Ja, ich bin ja noch nicht so. Ich bin ja Dann nicht haben wir immer noch bei automatisch- 5,0. Ich bin leider nicht automatisch auf Spätewirtschaft. Sobald wir weniger wie 5 haben, hören wir auf. Sofort. Machen wir nicht mehr. Die Folge kommt ja gar nicht mehr raus. wir haben jetzt 5 Sterne mit 917 Bewertungen. 917, dann machen wir doch mal die Vierstelligkeit voll. Genau. Hey, Ja. liebe Spotify-Hörer, jetzt bekämen wir mal deinen Fettfinger-Daumen auf die 5 Sterndl und halt die Schnauze. Und dann in dein Arschloch damit. Du und dann- ekelhafter, schmieriger und dann Schwanz. Und dann siehst nämlich du, wie Spätewirtschaft den Kredit- Ausschirm. Und damit bis zum nächsten Mal. Okay, Nächsten Sonntag im Monat. Okay, tschüss. Abruptes Ende. Ja, aber Weiß ich nicht, wir haben jetzt so Wichskötel. 20 Minuten überzogen, du Penner. Was